Habe dere Leid und willkommen zum dritten Ableger der Splinter Cell Reihe und zwar zur Chaos-Theorie. So, wir werden natürlich ein Solospiel starten und dann schauen wir uns einmal die Einstellungen an. Da sollte normal soweit alles passen. Schaut soweit alles gut aus. Steuerung, Sound. Okay, gehen wir mal zurück. Und dann werden wir ein neues Spiel starten. Jetzt ist die Frage auf normal oder schwer oder Experte. Ich nehme mal in der Mitte. Sieht aus wie ein chinesischer Yang-Wei-Kreuzer mit nordkoreanischer Zerstörereskorte. Die Lage im Gelben Meer hat sich heute zugespitzt, als ein japanischer Frachter von nordkoreanischen und chinesischen Einheiten aufgebracht wurde. Bislang fehlt jede offizielle Stellungnahme seitens der nordkoreanischen Regierung. Zur gleichen Zeit forderte der chinesische UN-Botschafter Long Dan die USA und ihre japanischen Verbündeten auf, die Ruhe zu bewahren. Die Blockaden seien eine gerechtfertigte Reaktion auf das, was weite Teile Asiens für eine neuerliche Aufrüstung Japans halten. Diese Blockade ist ein kriegerischer Akt. Der Nationale Sicherheitsrat berät gerade über die zu veranlassenden Gegenmaßnahmen. Bis dahin schicken wir das neue Spionageschiff USS Walsh dahin. Dort an Bord befinden sich meine besten Männer. Sieh mal einer an. Die Chinesen und die Nordkoreaner arbeiten wieder mal zusammen. Wie wir es vermutet hatten. Ist das Ding da ein 056-Prototyp? Ja, ganz genau. Und, bist du noch seefest? Ja, ich glaube schon. Gut. Der 056-Prototyp ist nämlich nicht die einzige Neuheit, die es da draußen gibt. Admiral Otomo, Befehlshaber der neu gegründeten japanischen Kräfte für Cyberkriegsführung, sagte dazu: Dies ist nur ein weiterer Versuch Chinas und Nordkoreas, unsere Wirtschaft in den Abgrund zu treiben. Das japanische Volk ruft seine Verbündeten dazu auf, sich an ihre Zusagen zu halten und uns im Kampf gegen unseren gemeinsamen Feind zur Seite zu stehen. Ich hoffe, dass unsere Verbündeten schnell handeln und alles ihnen Mögliche unternehmen werden, um Japan und seine Grenzen nach Fakt außen... ist, dass große Teile der asiatischen Bevölkerungen die Bildung der Sonderkräfte für Cyberkriegsführung für einen Bruch der Waffenstillstandsvereinbarungen halten, die nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschlossen wurden. In Asien erinnern sich noch viele mit Schrecken an die Unterdrückung durch Japan. Ich fürchte, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, Senator. Ist mir auf jeden Fall ein Vergnügen, Sie an Bord begrüßen zu können. Nettes Schiff haben Sie da. Danke. Wir haben am Vorderdeck Platz gemacht. Fühlen Sie sich doch wie zu Hause. Da wird niemand merken, dass Sie an Bord sind. Fischer, ein amerikanischer Ingenieur namens Bruce Morgenholt, wurde von einer peruanischen Separatistengruppe entführt, die sich die Stimme des Volkes nennt. Ihr mutmaßlicher Anführer, Hugo Lacerda, ist ein hartgesottener Revolutionär, der den Information Warfare für die einzig wirksame Methode zur Durchführung einer Revolution in der modernen Gesellschaft hält. Und dies auch offen propagiert.
Du musst dich dorthin begeben und jegliche Information, die man aus Morgenholt rausgequetscht haben könnte, sichern oder vernichten. Und den Mann, sofern es dir möglich ist, retten. Was Lacerda angeht, er hat sich gerade auf unsere Liste möglicher Ziele befördert. Sollte sich eine Gelegenheit bieten, nutze sie. Gut. Geiselrettung fällt normalerweise nicht in unseren Aufgabenbereich. Aber Morgenholt gehörte dem Projekt Watson an, der UN-Kommission, die Philip Messys Arbeit nach der Sache in Georgien untersuchte. Man fürchtet, dass diese Entführung nur der Verschleierung dient und man von Morgenholt geheime Informationen über Messys Colonels erhalten will. Nun, Tatsache ist, dass einige der Spielereien, die sich Messi ausgedacht hat, eine Menge Schaden anrichten könnten. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass diese Informationen in fremde Hände gelangen. Das Zielgebiet ist ein Leuchtturm, der sich Ja, ist ja jetzt gut. Die erzählen uns da einen Haufen Märchen. Wir wissen, was zum Tor ist. So, wir können uns jetzt immer selber ausrüsten. Also nicht mehr so wie beim ersten und zweiten Teil, wo wir ja was irgendwie vorgegeben kriegen. Jetzt können wir uns das aussuchen. Also bei Angriff haben wir dann natürlich mehr irgendwie Muni und so. Aber wieder sagen wir nehmen, Moment einmal. Nehmen wir Ducken, oder? So, und da sind wir jetzt. Am Strand, ich weiß gar nicht wo. So, man checkt schon, grafisch ist durchaus schöner als der erste und der zweite Teil. So, pass auf, wir müssen irgendwo da rauf, oder eine, ich weiß gar nicht mehr. Und wir haben natürlich wieder... Halt, Moment, das ist unser Fernglas. Unser Nachtsichtgerät. Dann haben wir natürlich wieder unsere Wärmebild. Und ganz neu ist das da. Das zeigt uns elektrische Leitungen an. Das wird uns aber später noch nützlich sein. Und wir haben, das ist auch neu, jetzt immer ein Messer dabei, wo es uns immer wieder hilfreich sein wird. Ich weiß gar nicht, haben wir Offset? Das ist Snake. Gute Frage, wo ist denn das? Auf Tape haben wir Snake. Da pfeift er. Jetzt Moment einmal. Steuerung. Haben wir denn irgendwie das Offset? Auf F1. Ach so, das ist gut. Ziele. Stellen Sie die Informationen über die Masse Kernels sicher oder vernichten Sie sie. Retten Sie Morgenholt. Ich habe Schüsse gehört, Sam. Ist alles in Ordnung? Es kommt von weiter vorne. Aber Lambert, wenn ich an Guerillas denke, dann denke ich automatisch Kalaschnikow. Wie meinst du das? Auf mich sind schon genug AKs abgefeuert worden, um sagen zu können, dass das keins war. Verstanden. Versuche herauszufinden, ob es hinsichtlich der feindlichen Ausrüstung Auffälligkeiten gibt. Und halte uns auf dem Laufenden. Natürlich, natürlich. Und da können wir schon zwei. Ich habe gehört, dass diese alten Höhlen von Schmugglern genutzt wurden. Schmuggler? Ja, die hatten hier unten bestimmt alle möglichen Geheimwege und Tunnel. Komm schon. Und der kommt jetzt um, oder wir? Seid vorsichtig. Es ist sicher. Keine Sorge. Wo kam das denn her? Schau noch. Den werden wir uns jetzt gleich mal zur Brust nehmen. Hat dir keiner gesagt, dass es gefährlich ist, sich in Höhlen herumzutreiben? Oh nein, Sie werden mich töten, nicht wahr? Nur wenn du es schaffst, dass sich meine Laune nicht weiter verschlechtert.
Und jetzt sag mir, was ich wissen will. Munition oder Erste-Hilfe-Ausrüstung. Schauen Sie in der Festung nach. Die haben da drin Unmengen von dem Zeug. Mann, ihr seid wirklich hilfsbereit. Warum müsst ihr nur für die bösen Jungs arbeiten? Sie sind der amerikanische Unterdrücker. Sie sind der Böse. Willst du, dass sich meine Laune verschlechtert? Was? Nein. Dann ist dieses Gespräch beendet. Genau, das ist beendet. Ach, der andere sucht auch schon. Vielleicht vermisst er seinen Kumpel. So, seht ihr das? Der kann sich dazu legen. Zwar etwas unbequem, aber naja, gut. Der möchte so. Und wir gehen jetzt einmal da weiter. Ich glaube, links geht es gar nicht rein. Ist da einer? Nicht, oder? Was haben sie denn da? Ein Schnapskiller? Schaut das so aus, oder? Ich glaube, du hattest recht, was ihre Waffen anging, Sam. Ja, die haben hier eine nette kleine Sammlung Hightech-Equipment. Du musst herausfinden, woher es stammt. Sieh nach, ob sich an den Kisten SSCC-Strichcodes befinden. Und scanne sie mit deinem EEV. Was sollen wir Kisten scannen? Die da? Dem SSCC-Code zufolge handelt es sich um Kiste 1 von 5. Versuche die anderen 4 zu finden. Ich tue mein Bestes. Wir tun unser Bestes. 1 von 5 Kisten. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle finden. Durchstechen. Oh. Das war das Notstromaggregat, wo es eben ausgefallen ist. Da schau her. Ja, das kommt davon, wenn man im Dunkeln rumschleicht. Und unser Messer ist natürlich sehr nützlich. Das ist natürlich nicht mehr so wie beim ersten Teil oder beim zweiten, wo wir mit dem Ellbogen irgendwie zugehauen haben und der Gegner nicht umgefallen ist. Beim Messer ist es gleich vorbei. Und da haben wir noch so Kisten. Und weiter. Und sonst haben wir nichts hier, oder? Zumindest sehe ich nichts.